Das Märchen, das ich euch heute erzähle, heisst «Die Elfen im Garten». Das ist von einem Bub und von einem Mädchen. Das Mädchen hat Sue geheissen und der Bub Peter. Und die sind in einem alten Bauernhaus gewohnt und das hat einen ganz grossen, schönen Garten dazu. Und die sind in einem ganz warmen, schönen Tag, es war vielleicht später Frühling oder es war eben einer der ersten Sommertage. Es hatte ganz viele Rosenstöcke, alte, es war so ein schöner Bauerngarten. Dann sind sie so unter einem Rosenstock gelegen und haben die Augen zugetan, haben gehört, wie Bienen gesummt haben, es sind Schmetterlinge herumgeflogen und es ist noch wohlig geworden, von Kopf bis Fuß. Und plötzlich haben sie das Gefühl gehabt, es macht «Wups» und sie sind in der Märchenwelt gelandet, in diesem Garten. So wie in einer anderen Welt. Und der Peter hat so ein bisschen rausgeschillt und dann hat er dazu ein bisschen gepufft und gesagt, du, schau einmal an diesem Rosenstock dort, siehst du das auch? Ich sehe dort Elfenli runterfliegen. Dann sagt Sue, ja, aber das Interessanteste ist, die haben kleine Kessel in der Hand und Pinsel und schau einmal, die roten sie rot anmalen und die gelben sie gelb anmalen und jede Elfe hat die Farbe, die sie malt, hat sie gerade noch das Kleidchen an. Also Weisse haben weiss oder rote haben rot oder gelb haben gelb. Das ist jetzt interessant. Und nachher hat sie gesagt, jetzt schau dort. Jetzt hat, glaube ich, eine gerade das Kübeli geleert, es ist fertig, die stellt das ab. Jetzt schau das an. Und die haben geschaut, und was ist passiert? Es ist gerade ein Sonnenstrahl vom Regenbogen runtergekommen und hat gerade grün eingefüllt. Und diese Elfe hat nämlich die grünen Blätter angemalt. Und so ist das hin und her und umgegangen und die haben gestaunt und geschaut und es hat immer mehr nach Rosenparfüm duftet so richtig fein. Und ja, sie sind vor Wonnen fast vergangen und plötzlich sagt sie, «Psst, Peter, schau, es sitzt mir hier eine grosse Elfe auf mir Hang. Sie hat ein wunderbar goldiges Kleidchen angehabt und ganz blonde Haare. Und dann sagt die zu Sue, ich bin die Elfenkönigin. Weisst, ich habe gesehen, dass ihr uns zuschaut. Jetzt habe ich gedacht, ich erzähle euch ein bisschen. Weisst, es ist eben so, wir sind zuständig für alle Blumen für die Farbe. Auch auf der Matte, wenn du denkst, wenn eine ganze Matte gelbe Löwenzahn, helle Blumen hat, was wir dann müssen arbeiten und dann müssen wir Gold anstreichen, Sonnengelb anstreichen und Grün anstreichen. Und immer füllen wir es wieder nachfüllen mit den Farben der Sonne. Die kommen gerade rein und füllen automatisch unsere Kübeli wieder und dann können wir wieder frisch anfangen pinseln. Und wisst ihr, am Oben, wenn es eben dann langsam kühler wird, und dann gehen ja die Blumen zu und dann tun wir schnell, jede Elfe hat eine Blume, wo sie drinnen wohnt. Bevor sie zumacht, gehen wir schnell rein und dann können wir dort drinnen schlafen und am Morgen, wenn es wieder aufgeht, kommen wir wieder raus. Und manchmal haben eben keine mehr, weil manchmal sind die Blumen fallen sie ab, weil sie verdorrt sind und manchmal schneiden sie die Menschen ab und machen Sträusse. Weisst, man kann auch in eine Stube schauen, in einem Strauss, ob ein bisschen Elfenli rumfliegen. Manchmal gehen wir nachher noch mit. Aber darum wären wir froh, wenn ihr uns ein bisschen Elfenhäuschen bauen. Also wir dann, wenn wir kein Blumenhäuschen finden, eben dort können übernachten. Und dann hat sie gesagt, «Ciao zusammen» und ist verschwunden. Nachdem die Elfe fortgeflogen ist Sue und der Peter aufgestanden und sind durch den Garten gelaufen bis ans andere Ende. Und dort war ein wunderbarer Rhododendronstrauch. Er hatte lila Blüten und dann hat sie gedacht, sie hören Musik, so wie «Dü-dü-dü-dü-dü» und «Di-di-di-di-di-di». Also sie hören Igeln, sie hören Flöte spielen, sie hören Cello spielen. Und ob es dir glaubt oder nicht, in diesem Rhododendronstrauch ist in jeder Blüte eine Musikelfe gehöckelt. Und die haben Konzerte gegeben. Mei haben die gehört, die Sue und der Peter.
da war jetzt etwas Schönes. Und manchmal ist es ganz hoch geworden und manchmal ist es ganz laut geworden. Und dann ist es wieder ganz fein geworden. Und am Schluss, weil es eben gegen oben gegangen ist und die Sonne ein bisschen mehr gegen oben gegangen ist, haben plötzlich die Elfen ihre Musikinstrumente zusammengepackt und sind in den Blüten verschwunden. Hei, 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 ist jetzt das ein schöner Nachmittag gewesen. Und dann sind sie extra zusammen noch aufs Bänkchen gehöckelt, haben noch einen Moment die Äugel zugetan und haben diesen Elfen nachgedacht und an diesen Musikelfen nachgedacht. Und dann haben sie sich die Hand gegeben und gesagt, so, und jetzt gehen wir noch ein paar Elfenhäuschen bauen. Und dann haben sie noch ein paar Elfenhäuschen gebaut und dann sind sie rein, zu Nacht essen. Und der Mutter und dem Vater haben sie gar nichts gesagt. Sie haben gesagt, psst, das ist unser Geheimnis. Wenn wir in den Garten gehen, sehen wir ab jetzt Elfen. Das könnt ihr ausprobieren, ob das bei euch auch so geht. Also immer, wenn es so fein duftet, so schön warm ist, man ein bisschen die Augen zutut, plötzlich, wenn man sie auftut, kann man eben Elfen sehen beim Arbeiten.